nächste Redner ist der Gast Giberia. Herr Giberia, der wird. Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Datei ist wirklich ein außergewöhnliches Exerzice für verschiedene Vierredner Datei angeschnitten nun. Wenn man wüsste, wie man sonst als Budgetsprozedur und als Budgetsdebatten haben nun, dann ist Datei sicherlich nicht immer vergleichbar. Das ist klar, dass der Staat muss auch vom 1. Januar funktionieren, sowohl auf der einen Seite, was Resetten anbelangt, wie auf der anderen Seite, was Depensen. Und dafür versteht ihr noch, dass man an dieser Situation eben nur müssen, Chamber so ein Gesetz stimmen, für die berühmten 12 Provisoire eben die Möglichkeiten zu schaffen, für dass der Staat seine Obligationen an die zwei Richtungen nutzen. Es ist natürlich für die Parteien, für die einen mehr leicht, für die anderen mehr schwer, für so ein Projekt zuzustimmen. Eine Partei wie CSV, die von der Majorität an die Opposition geht, also mir leicht, die hat erstens das Projekt gemäht, zweitens stimmt sie nur nach einem Drittel von ihrem Budget vom letzten Jahr nach ein Jahr notwendig zu, aus ihrer Sicht, weil den so gut war. Und auf der anderen Seite, als natürlich so Parteien, die an die Majorität kommen sind, DP an die Grünen, die letztes Jahr wie die Gesamtopposition an dem Kader von den Budgetsdebatten vom Budget von 2013 am Fonds gut hoher und dem Budget gelost haben, die kommen dann hin und mussten aber notgedrungen, aber ein Drittel von dem Budget notwendig für Guthechen an dem zustimmen. Denn für unsere Situation mehr liegt, wir können konsequent auf unserer Position bleiben. Der Budgetwert 2013 am ganzen nicht, aus unserer Sicht, und das dürfen auch zu einem Drittel nicht passen. Dafür werden wir dann auch kennt den Projekt stimmen. Den Herr Berger, Herr Präsident, Herr Berger, Person. Sind da schon drei, einen dafür stimmen, dann zwei dagegen, dann nur ein Drittel. Ja, ich gebe das selbst wiederholen, wie ich vorhin zum Herrn Giberia gesagt habe, von der Welt, eine Person, Herr Berger, wann ich gelieft, melde ich, und dann, als den Herr Giberia dort sich bereit für eine kleine Quiproquo. So, hallo, just den Herr Giberia. Merci, Herr Präsident. Ich bin auch bereit, Herr Berger darüber zu antworten. Den Herr Berger hat für drin gemeint, den Herr Karteisen, ich weiß nicht, zu diesem Projekt noch nie geäußert hat. Ich habe mich an der Finanzkommission geäußert, dann Hai. Den Herr Berger hat gemeint, wenn in diesem Projekt nicht stimmen, da gebe ich dummer den Funktionär vom 1. Januar an, für die nächsten 4 Monate am Jahr kein Pai mehr zukommen lassen. Das ist nicht so schlimm, wie das, Herr Präsident, wie das, was Herr Berger letztes Jahr gebeten hat. Weil dorthin an seiner Partei das Budget vom ganzen Jahr nicht gestimmt. Das heißt, wenn der Herr Berger letztes Jahr nachgegangen wird, dann hat ganz Jahr kein, inklusive mir, Herr Bannen, hatte kein Pai gekriegt. Also Herr Berger, wenn der einen das vorwerft, für 3 Monate oder 4 Monate kriegt er kein Pai, dann muss er dann denken, dass das Budget letztes ganz Jahr nicht gestimmt hat. Und dann hat laut ihrer Überlegung, so wie dir das interpretiert, hat also letztes ganz Jahr kein Funktionär hier am Land startet. Da muss ich so Gott sei Dank, dass man eine Majorität hat, die das Budget gestimmt hat, und dass der DP die Überlegungen zum Budget nicht zurückbehalten gewesen sind, was wir dann auf Chaos hier am Land gehen, wenn der DP, und ich kann nicht mehr hoffen, Herr Präsident, dass an den nächsten Monaten, wo die DP ja aber mehr zu sagen in diesem Land, dass uns dann aber auch nicht überlegen, wie das gerade für eine Viertelstunde hier vom Rapporteur der Fall war. Erlaubt der Herr Giberia, dass den Herr Berger eine Explikation dazu gibt? Herr Präsident, ganz kurz, ich wollte schon, wir hatten aber andere Propositionen, wir hatten auch Initiativen geholt für andere Sachen zu proposieren. Schon nun hat Herr Giberia dann noch andere Sachen proposiert, für die 4 Monate zu kommen. Herr Berger, das spielt keine Rolle. Ich werde auch noch Sachen proposieren. Aber das spielt keine Rolle, dass er dagegen gestimmt hat. Und laut ihrer Interpretation hat er dagegen alles gestimmt und hat nichts gemäht. Das ist dann nicht, was ich wohl klar stellen. Herr Präsident, ein Punkt, wo ich dann für den Herrn Berger Satisfaktion zu gehen, für klarstellen, dass man diesem Projekt de loi auch den Rentenajustement fixiert wird. Wir wissen, dass laut dem neuen Pensionsgesetz, was man für 2 Jahre gestimmt hat, den Ajustement losgeht, genau zurückgeguckt wird für den Ajustement von 2014 auf 2011 und 2012.
Und da wird festgestellt, dass dort Lohnmaß um 0,3% zurückgegangen ist. Das kann in Omo so für die Leute, die immer hier im Land so Lohnmaß gibt hier im Land terribel sehr wussen. Auf jeden Fall in den Jahren 2011, 2012 als Lohnmaß als Lützburg die reellen Lohnmaß um 0,3% zurückgegangen. Die Chambre des Salariés hat darüber aufmerksam gemacht, an die neue Regierung also direkt hingegangen und hat deklariert, dass das nicht vorkommen, dass die Pensionen von 0,3% gesenkt sind, mit dass sie auf ihrem Niveau bleiben. Wenn sie nicht so hart gesagt tun, und einfach gemäht tun, dass dieselbe Etude ergibt, dass für den Ajustement vom 1. Januar 2015 geguckt, ob Lohnentwicklung von 2012 auf 2013, dass dort Lohnmaß um 0,4% an Lut geht, und dass die an diesem Projekt de loi auch auf 0 aufgesagt wird. Und dann hat die Chambre des Salariés zu Recht, wenn man dann die Jahre die 2 Jahre haben, dann haben Pensionen eine Anpassung nur von 0,1% nicht kriegt. Und sie machen sogar an ihrem wie eine Reihe von Berechnungen für die Leute, die da noch an Pension gehen, dafür in allem am Jahr 2016 an Pension gehen, wo 2012 der Faktor geguckt hat, dass die Leute sogar ein gut Stück Männer in ihrer Pension kriegen, und sie sehen so gut, wie sie die Leute rekommandieren, die 2040 an Pension gehen, dass die für den 1. Januar 2040, also spätestens 31. Dezember 2050 an Pension gehen, für nicht den Verlust zu kriegen, den durch diesen Ajustement entsteht. Das wird die Chambre des Salariés gesagt. Und dann der zweite Punkt, was da einmal festgelegt wird, dass man nicht nehmen, die Pensen gucken, dann, die gehen mit der Stadt, zieht ja Steuern ran. Und ich kann mich erinnern, dass immer viele Politiker, die heute in der Majorität sind, auch immer heitere Marken als Oppositionspolitiker gemäht haben, dass die Steuertabelle nicht und die Inflation nur gepasst wird. Wenn wir nur dieselbe Steuern feiern, zumindest die ersten 4 Monate, also gehen noch die nächsten 4 Monate am nächsten Jahr, wird die Steuertabelle nicht und die Inflation angepasst, so wie das am Anfang immer verlangt wird. Vielleicht geht die neue Regierung hin, und sieht, dass vom 1. Mai und sie gibt angepasst gehen, mit die 4 1. Mai, die sind nicht angepasst. Herr Präsident, ich war überrascht, dass wir an der neuen Chambre haben wir auch neue Leute, was gut aus, wenn wir immer neue Ideen kriegen, aber wir haben auch Leute die Gewerkschaftssekretär sind, die 2 Gewerkschaftssekretäre beim OGBL. Und ich war froh zu lesen, dass der Präsident vom OGBL an seiner Funktion als Präsident von der Chambre des Salariés verlangt hat, dass den Ajustement integral 2014 bezahlt wird, und noch die Berechnung gebeten, die das Heimatsigkeit, nämlich negative Tendenz für Pensionäre an den Gewerkschaften, die immer verlangt wird, dass den Steuern müssten und die Inflation angepasst gehen, dass ich nicht gedacht habe, dass direkt an der ersten öffentlichen Sitzung, die das neue Parlament hat, schon die Gewerkschaftssekretäre am Anfang gegen die Prinzipien als Gewerkschaften, gegen die Forderungen von ihrer Gewerkschaft, gegen den Brief, wie die von ihrem Präsidenten erschrieben ist, direkt den ersten Tag schon so herspringen, so massiv gegen die Interessen von denen zu stimmen hier in der Chambre, denen sie so hart führende Wahlen dabei sind, vertraut und mir bleiben als Konsequenz stimmen dagegen. Merci dem Herr Giberian.